habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Also ich komme zwar aus einer Zeit, da war man noch cool, wenn man sich zum Raucher davon geschlagen hat, anstatt der Fortnite Dance Battle aufzuführen. Gichtel. Oh Gott. Aber ein paar Sachen ändern sich nie und darum heißt es heute How to Schui. Teil 1. Aber wenn es nicht so ausschaut, aber ich war da auch mal und darum fangen wir an in Phase 1. Der Schuibus. Wenn's kein geidiger Helikopter-Kevin bist, lass dich in der Regel nicht in einem SUV-Panzer in die Schule fahren. Und darum fängt die Gaude für dich im Schulbus an mit 2 Optionen. Option A. Du bist ein Morgenmensch, aus unerklärlichen Gründen saugut gelaunt, hast dich vorbildlichst auf den Tag vorbereitet, deine Hausaufgabe ist erledigt, hast gelernt, weil du weißt, dass vielleicht ein Ex- oder Ausfrage ansteht und hockst bei bestem Gewissen drin, zwar dann meistens allein, und grinst wie der letzte Depp, dem jeder normale Mensch eigentlich sofort beim Einsteigen ohne aufs Maul hauen möchte. Oder Option B. Du bist miert, lästig und hast vorm Einsteigen schon mal grundsätzlich alles und jeden. Du weißt eigentlich gar nicht, was für ein scheiß Tag das ist und bettelst jeden, der zusteigt, da, ob's die Hausaufgabe abschreiben darfst. Zur Not unter Angebot von deinem Pausengate. Merke, die Guten schreiben's 5 Minuten vor der Stunde ab. Merke nochmal, Pro-Gamer fragen erstmal 5 Minuten vor der Stunde, ob überhaupt eine Hausaufgabe auf war. Natürlich war eine auf und natürlich hast du nicht gelernt. Weil für was brauchst du denn den Scheißtrick später bitte? Obwohl es seit 2 Wochen weißt, dass du ausgefragt wirst und alles, was du fragst, ist, warum das Streberarschloch da vorne schon wieder so selten dumm grinst und mit dem Busfahrer ein erwachsenes Gespräch erzählt. Und weißt, was das Beste ist? Dann merkst, es ist Montag. Fix! Und weil das noch nicht gelangt, geht's weiter in Phase 2. Ab ins Klassenzimmer. Langsam kommst du aus dem Schlaftepperzei raus und du betrittst die Folterkammer des Todes. Da hockt da drin der Deppenhaufen, auf den du den ganzen zauberhaften Morgen so dermaßen gefreut hast. Am Anfang gehst du durch die erste Reihe, da wo der Strebersepp schon wieder gerockt und seine Stifte absteigend nach Farbe und Länge sortiert. Im Schlampermappel. In der 2. Reihe gehst du dann am leeren Tisch vorbei, weil der Ich hab halt keinen Bock Sepp schon wieder mal blau macht. Achtung, True Story, Bro. Ich glaube, ich war bei uns der Einzige, der jemals einen Testpflichtaufdruck gekriegt hat. Grundsätzlich war ich am Montag und Freitag krank. Alter, mein Lehrer hat mir ein verdammtes Diagramm angefertigt. Kein Witz. Meine Antwort, ja, mir ist manchmal schlecht und so, hat ihn irgendwie nicht überzeugt. Und der Moment, wenn dich der Lehrer in Sozialkunde am Montag nach deinem Namen fragt, weil er den noch nie gesehen hat, unbezahlbar, Kinder. Irgendwo in dem Sauhaufen sechst dann in einer wie jeden Tag von Tisch zu Tisch rennen und nach dem Geodreieck oder irgendein Buch schnurren, das er zum 18. Mal vergessen hat. In dem Moment merkst du dann übrigens, dass du deins ebenfalls vergessen hast. Ein bisschen weiter hinten kriegst du dann gemütlich den Komplett-Lost-Typen, der auf halbe 8 drin hängt, der schon zum 4. Mal sitzen geblieben ist und der Papp von der Hochbegabten aus der 1. Reihe seine Kante 2 Klassen übersprungen hat. Daneben fegelt das Pärchen, die immer und überall Handel halten müssen und ununterbrochen so ungekonnt deppert schmusen, als hätten sie das Frühstücken vergessen. Gerade, dass sie nicht eine Hochzeit vorne an der Dove planen. Und am Schluss kommst du in der letzten Reihe. Deine Reihe. Die Reihe des Vertrauens. Wo deine Spätzchen hockern, schon auf die warten und dir allesamt mit dem gleichen schlafdepperten Blick synchron zunicken, als möchten's der Song. Alter, was für Schulaufgabe. Und dann ertönt's des Teufels Höllenglocke. Und wir sind in Phase 3. Die erste Stunde. Jawohl! Freilich haben wir da gleich einmal Rechnungswesen. Und freilich haben wir da gleich einmal eine Doppelstunde. Und weil es so nicht klangt, dass Montag mitten in der Nacht ist, hast du die Doppelstunde beim beliebtesten Lehrer auf der ganzen Schule. Das ultra strengste Arschloch, bei dem du einen Verweis fängst, wenn du bloß einen Scheiß lässt. Wo du dich immer fragst, ob ihm sein Alte jeden Tag in der Früh Lind in seinen Kaffee scheißt und einen mit Zwing umgerührt hat. Du hast die Schnauzen so hart voll, dass du eigentlich komplett durchdrehen möchtest. Und dann schirmen sie es wieder auf Ballerspiele. Aber all of a sudden, das Blatt wendet sich. Dir geht auf und es kommt der 89-jährige Religionslehrer zur Vertretung ein. Mit Brühenglasel, so dick wie der Boden von der Maskrug. Und weißt du, was er dabei hat? Richtig! Das verdammte Fernsehwagel. Hashtag mehr Dusel mehr Verstand. Ich hoffe, euch hat's taugt. Falls ja, smash Like und lass ein Abo zusammenkloppen da. Weißt du, was es ist. Und wie ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, Teil 1, ich glaube, da müssen wir noch 1, 2 Teile machen, weil vom richtig Spicker, Fächer und Lehrer bis zu ein paar True Stories sind wir da, glaube ich, noch nicht fertig. Ab in die Kommentare damit, wenn's da Bock drauf habt. Und ich schleich mir jetzt meinem Rechnungswesenlehrer in Kaffee scheißen. Lind, natürlich, so hast du gemeint. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.